Also ich meine, ich genug verkauft. Turtleneck and chain, turtleneck and chain, turtleneck and chain. Sipping on a light beer. Hallo und herzlich willkommen bei Infight vom Mond Juli. Das ist auch noch nicht da, wie du gesehen hast, hier waren noch erkannt. Und ja, wir haben eine Überraschung. Voilà. Den Cedric dabei. Ja, ein Co-Moderator. Cedric, du hast dich nicht gut präpariert, gell? Fährt noch schon besser, ne? Ja. Maja. Bist du bereit? Maja. Cedric, dann fangen wir an. Was tun wir in dieser Episode? Ja. Wir stellen ein Spiel vor. Und zwar der schon so über das. Ja. Pikmin 3. Yay! Und dann haben wir einen Top 10 List von. Ein ganz kritisches Thema. Ich meine, du mal jemand mich spielt nicht kann. Ja, ich gehe so. Ganz kritisch. Ja. Und dann haben wir noch kein Interview. Das hast du aber nicht, du konntest nicht malen. Ja, Tschüss. Aber wir stellen erst With Games Event 4, wo wir mehr an der Pit und noch viele Leute von VGA Ludo waren. Von den 2D Super Smash Bros. Turnier und Mario Kart Wii Turnier. Und ich hoffe, das gefällt euch noch. Voilà. Dann kommen wir bei Pikmin 3. Ja? Ja. Pikmin 3 ist den erste richtige neue Pikmin seit 9 Jahren. Schon 2007 ist ein dritten Teil für die Wii U gedeutet gehen und dann 2013 ist es auf der Wii U endlich soweit. Story ass an typscher Nintendo-Manier relativ simpel gehalten. Op dem Planet Kopai ass Nahrung knapp, weil Bewohner alle guten natürliche Ressourcen abgebraucht hun. Für dieses Problem zu lösen, schicken sie den Alf, Brittany und den Charlie an einem Raumschiff op sich nur Nahrung auf einem weit entfernten Planet. Mit kurz vor einer Landung fliehen sie allen drei aus dem Cockpit. Sie müssen nur mit der Hilfe von einer früheren Lebensform, der Pikmin, probieren, von dem Planet mit genug Nahrung am Gepäck zurückzukommen. An der kannergerechter Geschichte stechen aber definitiv sozialkritische Elemente, auch war just überflächlich. Der Fokus vom Spiel ist natürlich Gameplay. Es hat in Rum ein Ingame nach, für so viele Objekte zu sammeln und Pikmin zu züchten wie irgendwie möglich. Dabei gibt es verschiedene Zuchten. Die Gelb sind immun gegen Elektrizität. Die Rote hat Probleme mit Feuer. Die Blau können schwammen. Die Weiß können weit gehäut gehen und die Mauve ziemlich stark wie die anderen. Lösker sind aber auch noch zu Neuzuchten dabei. Rosa Pikmin, die fliehen können. Und große Stein-Pikmin, die hart genug sind, für Kristalle zerstören zu können. Für erfolgreich durchs Spiel zu kommen, ist es wichtig, das Pikmin passend zur Situation anzusetzen. Daneben ist es doch möglich, die anderen Astronauten zu schießen und zu steuern, wodurch neue Sorten von Rätseln zustande kommen. Bei der Steuerung wird entwählt zwischen der Remote mit Nunchuk und dem Gamepad. Die zwei können aber auch zusammen benutzt gehen, weil auf dem Pad wichtige Informationen angewiesen gehen. Von der Spielmodi hier geht es nicht nur eine Solo-Kampagne, nur eine Kategorie, die Missions heißt. So kann ihn allein oder zu zwei gegen ein Zeitlimit Objekte sammeln oder Gegner fertig machen für den Highscore zu kriegen. Natürlich ist es aber auch möglich, gegen den umzutreten. Du musst dann eine Bingo-Karte mit Objekten füllen und dem Gegner die Gegenstände wegholen, die er hier braucht, um zu gewinnen. Musiker Sound sind relativ unauffällig gehalten, aber bis auf die Melodie ist am von kein Ohrwurm dabei.
grafisch fühlt sich un wie dat echt HD Nintendo-Spiel, auch war verschiedene Texture verwasch wirken, als am Gesamtandruck verspielt, am hat immens viel Lift gemacht. Meine Tod war Pikmin 3. Mehr gefällt ehrlich gesagt mega gut. Also schon für den Multiplayer fand ich richtig cool, für den Koop, das man im Job gespielt. Das Problem ist allerdings, du hast schon das Gefühl, dass Nintendo eine Gelegenheit verpasst hat, für ein bisschen mit Dodo auszubauen, weil der Koop war so genial, du hattest noch so viele Kleinigkeiten machen, du hattest noch so viele Levelketten dabei machen, du eine ganze Story oder eine ganze Kampagne du dabei machen und plus sie und mehr Charakter und das geht dabei bei Pikmin. Natürlich, das hat es wirklich angeboten. Das haben sie leider nicht gemacht, weil wir nämlich gemerkt kooperativ Spiele führen, weil eine Bildschirm hört und den anderen nicht kann, den muss ich bis man da kommunizieren. Das klappt richtig gut, du kannst wirklich mehr machen. Einzelspieler hat mir auch gut gefallen. Was ich wirklich muss bemerken, ich hatte nämlich die Remakes von der Wii-Version, also zu den 1 und 2 sind für die Wii-Version sind frisch gemacht worden. Die habe ich nicht gespielt und das ist das erste, wo ich nur mit der Wii oder mit dem Nunchuk gespielt habe und das klappt richtig, richtig gut. Ich habe früher neben der Gamecube gespielt und das ist Steuerung nicht so genial, aber mit der Wii das hat einwandfrei. Die Steuerung, Grafik ist wunderschön. Musik ist sympathisch, also nicht weil ein wirklich Wow-Effekt gibt, aber das ist aber wirklich cool. Ich kann mich dem Cedric so schließen, ich habe mit ihm gespielt und ja, die Grafik war noch schön, Musik ist okay und ich Pikmin, wo ich jemals gesehen habe, hat mich wirklich erzählt von Cedric auch, erzählt mich so, dass ich mal das kaufe und ich kaufe mir da wahrscheinlich auch ja, an Let's Play oder so machen. Und Multiplayer ist cool, Koop ist mit dem Mann hat nicht so das Problem, gehen sind nicht das Problem, dass die gute Remote-Steuerung hat, die Präzis-Steuerung, eine andere hat den Wii U-Controller, der nutzt eine Map für sich, aber der nutzt nicht die Steuerung, die Präzis-Steuerung, und du kannst dem nur ein Viertel, du kannst nur so wie will, aber hat du schon ein Viertel oder so. Weil die Map auch viel Hilfe dauert, weil es darum geht, für Sachen zu sammeln. Und da eine Bingo-Karte auszufüllen. Ich muss genau präzise Sachen sammeln, für dann eine Reihe ausfüllen und dann gewonnen. Wenn ich die Map hat, dann ist es dann schon ein relativ großes Fehler, weil ich direkt sagt, okay, das mein Bildschirm ist direkt innen, redest du von der Stadtwärtssprache. Von daher ist das der Vorteil bei der Wii oder der Vorteil, dass die Steuerung mehr präzise und mehr schnell von der Hand geht. Naja, das war Pikmin 3. Mehr kommt noch bei Top 10 gelöscht und zwar ist das als Top 10 OST für Videospiele. Und das ist ein ganz kritisches Thema von dem Mehrmal, weil es geht so viel gute Lieder und so. Und direkt vorausgesucht, dass alles top löscht. Ja. Alles zu Lieblingslieder. Es gibt so viele gute Lieder, ich bin mir sicher, bald alle Menschen auf der Welt hat einen anderen. Und Mühner ist auch für allem beschränkt, ob dass man nicht 8-Bit-Musik hören, weil da geht es einfach noch viel mehr. Und da bleiben so viele gute Lieder auf der Strecke, die aber wirklich auf die Liste gehören. Und ja, Nike betont, dass eben Eis löscht, das ist relativ subjektiv, das Ganze. Ja, mir ist auch beschränkt auf Elite pro Spiel. Natürlich habe ich keine 20 Zelda-Games geholt und gewollt, aber just Zelda-Game, Zelda-Lied ausgesicht. Und von allen Spielen habe ich just Elite. Und von allen Spielreihen just Elite. Und ja, ich meine, wir fahren mal durch. Ja, dann fahren wir mal los mit der Nummer 10. Nummer 10! Hummer! Minecraft Sweden. Ja, Minecraft Sweden, ich meine, jeder kennt die Musik, wenn Minecraft gespielt wird. Das ist eine Musik, die schon an der Alpha-Phase und an der Beta-Phase dabei war. Das stellt einfach Minecraft für mich durch. Das ist so relaxed, das ist so trotzdem aber ein bisschen haunting, wie ich das mal nennen, auf Englisch, wahrscheinlich mit Spruch der Englische Anglifizieren. Ja, naja, mit das einfach spannend, das wirklich das so simpel gehalten Musik, mit das aber richtig gut. Nummer 9. Das ist dann eben von Skyrim Dragonborn. Ja, das ist den Main-Title, Main-Song von Skyrim. Und ja, das Lied ist einfach mega episch. Die alle Stimmen, also die alle Wikinger-Stimme kann ich schon mal so. Ne? Also, ich weiß, wie ich beschreibe, weil die haben wirklich geduldet. Cedric hat mal das, wo wir beim Voting mal gewesen sind.
glaubst du von darauf aufgeführt und Ja, ich müssen nur schnell auspacken. ja, aber ja, das ist einfach mega episch von Spielen, weil du nicht so gefallen wird von das egal, dass wie gerne war, aber der Song, den OST, ist einfach Respekt. Okay. Nummer 8, das ist von Uncharted 2 Drake's Theme. Ja, wie der vielleicht alle gewusst, als Uncharted eine richtig Adventure-Reihe, Adventure-Spiel geht in Richtung Indiana Jones und den Drake's Theme ist einfach mehr auf, du kriegst direkt Lust selber auf Adventure zu gehen, direkt Lust du einfach durchspielen und die Story dort zu gucken und der vermittelt einfach wirklich perfekt von den Adventure-Feeling, den du soll am Spiel und die Creme durch sicher vermittelt. Number 7 Hummer Battlefield 1942 the Main Team. Weil er natürlich wie sich gehört, dass du als Militär Musik ein bisschen dabei, dass eben die ganze Trommeln, die Snare wo du nebenher, die den Marsch eben möchte, die ist natürlich schon am Hintergrund, wo schon direkt ein bisschen Stimmen auffängt. Und dann hat er noch irgendwie so richtig, das wird episch, wie es ein bisschen überbenutzt, mir trotzdem passt aber bei so Musik immer ganz gut. Und das gibt einem einfach Feeling von, okay, ich marschiere an den Kampf ran, und das gibt auch voll meine Aufgabe als Soldat. Nummer 6, da das Bioshock Infinite, und zwar ist mit Will the Circle Be Unbroken. Ja, und zwar das ist ein gutes Beispiel für das Musik, dass das Spiel nicht muss gespielt für die Musik gut zu finden, weil ich persönlich schon nicht gespielt, mein schon nicht. Und wir fanden das Lied alle zwei mega cool und das einfach. Ich weiß nicht, ich kann nicht die Cover vom Spiel ein bisschen Games sehen, aber ich fand das beschreibt schon irgendwie das, was ich gesehen und beschreibt das schon ziemlich gut, ziemlich calm, Ziemlich emotional und ja, atmosphärisch ja. Es wird cool passen, war vielleicht nicht, aber das gefällt euch wirklich gut. Is a better home awaiting in Nummer 5 Hummer den Halo Theme-Song. Ja, also ich meine, du kannst nicht reden und ich glaube nicht, dass ihr den nicht erwartet, dass das Lied auf der Liste wäre. Das ist einfach, an den Begriff, ich weiß, es wird viel zu oft benutzt, aber episch, als wann in ihnen das beschreibt, dann ist das muss das bei den Halo-Theme-Song sein. Du hast einfach alles dran und trotzdem sind Elemente dabei, wo in einer anderen Musik vielleicht sind, kombiniert nicht unbedingt gesagt. So die elektrische Gitarre, mit Chor, mit Orchestra, also das alles gemischt und das kommt etwas raus, was einfach perfekt zu dem Spiel passt, wo du eben an die epische Schlachten rangehst und das Ganze aber ein bisschen in ein modernes Setting plus elektrische Gitarre widerspiegelt das relativ gut. Turtleneck and chain, turtleneck and chain, turtleneck and chain. Op eiser Nummer 4 Hummer Spiel Bastion mam Lied Build That Wall. Ja, also Bastion, ganz Soundtrack ist genial. Du also von 4 bis 7 die ganz spezielle Lieder, ganz also das Spiel selber also von den Erzählerstimmen geht ja wie soll ich so geht eben drüber geschwart und du hörst dann auch eben den Gesang, das ganz selten, dass in einem Spiel ein Lied mit Gesang am Hintergrund hört. Das ist da schon ein bisschen mehr speziell und da können aber noch dabei, dass so ein ganz Rauschstimme, so ein ganz emotionale Stimme, wobei in gewisser Art und Weise an die ganz Geschichte. Das ist eine ganz simple Geschichte, die an dem Spiel steht. Aber dann können noch das Lied dabei, wo das irgendwie perfekt reflektiert.
wann den spielt dann denkt einfach so wow, was das doch für Feeling das Lied das passt einfach perfekt auch wenn er niemals gehört hat von den vielleicht selber ein Lied ausgewählt hat dass er genau das geholt hat Come build that city on a hill. Op also Nummer 3 Hummer Super Mario Galaxy mam dingen Gasti Garden. ja da so Lied schon einfach Super Mario Galaxy ist sowieso mein Lieblingsspiel so direkt kann man schlimmen und kommen zu mehr aus aber da können doch noch das Lied dabei das einfach von den an die Level du rauflied da können wir die genial orchestral Musik du an also einfach mein persönliches Lieblingslied auch auf ein größten weiß weil so Musik immer matt was schon mal matt beim Lied das schon mal genial und da können doch ein so viel dass einfach hat matt zu sagen egal wie falsch mein Trainer noch sind mir das Lied trägt einfach dazu nicht nur mit Fried zu spielen mir auch mit Fried matt zusammen Number 2 dat as vu Portal still alive. Ma dat Lied was vun de Credits für die Idee die net wissen an dat Lied ist einfach iwwer genial weil echt das wirklich humorvoll Lyrics sind einfach wirklich witzig an es gibt bisschen op den zwei hi gedeut dass dat noch bis das noch weitergeht aber Humor aber die Lyrics die sind einfach auch wo den Freundschaft zwischen dem Endboss GLaDOS eben an dem Main Charakter wo du selber spielst geht einfach die Freundschaft noch mehr gerecht und noch mehr verdeft kann ich schon so An als Nummer 1 dat as vun The Legend of Zelda Hyrule Field. ja und zwar mal den von Twilight Princess geholt Hyrule Field und der Schwar war wirklich extrem schwer das war grausam zum Notfall hin und ich nicht dieselbe Personen sind wie wieder gerade gesehen aber den Dingen das wirklich schwere schwarze treffen muss wirklich ähnlich schon lange das geht nicht zu viel für selber und du musst so wenig auf Plateau und das Lied gefällt mir von mehr weil davor den Hyrule Field das eben die Main Dinge wo so rumlebst quasi auch und mir persönlich gefällt das Lied von Twilight Princess am besten. Ja, das eben noch die ganze Freiheit wann viel kannst das so riesig kannst reiten dass man Epona zu reiten und dann eben die Freiheit dazu das weiß ich auch mega eben relativ gut am Lied das einfach wann ein orchestrales Lied hält nur dann eben für Videospiel Lied will das machen und noch eben die Aventur will man den abfänken dann hast der für mich einfach Nummer 1 das wie gesagt extrem schwer für du im Maps fannen das eben nur als Nummer 1 wir sind absolut zufrieden ja. Ja, aber für Lunenko drüber zu gehen wir hatten 15 bis 20 Lieder doch immer insgesamt am Voting und die können alle in einer Beschreibung sind Links zu denen die nicht dabei sind aber auch denke die von den Toplisten können alle denke kaum lauschen ohne dass meine Tisch bradeln und dass ihr da genießen könnt voilà. Ja, das war dafür als Toplist von Fortschrift Kommentaren voll selbst gegen die anderen und wir sind aber noch nicht fertig Nee. weil natürlich aus der Wheel of Games schon im Lunenko mis erinnern das war offensichtlich ja. Wir waren eben do an Münde gefilmt das kleinste Summe geschnitten und ich so und das guckte er schon am besten direkt un viel Spaß.
du für ein Statement? Ich bin nervös anscheinend, wann die kann. Aber wie bist du? Ich bin der Bongo-Smasher und der guckt ebenfalls. Du machst schnell ein Statement. Da rufen schon Zweite. Sebastian. Jetzt machen wir ein Team. Das ist auch schon fertig. Oh, Und dann rufen wir den größten Gewinner. Den natürlich alles kalt Rede der Trophäe. Was dann der nächste Champion vom Relief Games Game Weekend. Applaus. Dann greifen wir das geht. Daisy auf dritter Platz rum. Ja, Daisy. Ist der Jan? Ja. Dann ist Daisy auf dritter Platz. Große Gewinner. Luigi. Daryl. Ja. Relief Games waren natürlich genial, also sie machen das wirklich 4 Gamer Mod-Gamer. Der Turnier war relativ viel Leute, es war cool zu sehen, wie andere Leute zum Beispiel Super Smash Bros. Spielen. Auch eben viele Leute zu sehen, die relativ hohes Niveau waren, das ist immer interessant, denen dann nur zu gucken und vielleicht auch ein bisschen etwas aufzugucken davon. Aber wie immer war es genial für auch Community zu treffen und mit denen ein bisschen zu schwätzen. Ja, ich fand das genau dasselbe wie Cedric, denn die waren einfach mehr cool. Viele neue Leute kennengelernt doch als die zwar nicht so weit kommen wie verschiedene andere Leute.
die Leute geht in als Admin den Pit rausgeflohen aber es kein Problem an war das einfach nur wohl so aus ein Highlight-Video geschnitten von Hallefinal-Matcher bis Final. Ich hatte leider auch Probleme am Akku, dafür Grund steht alles abgefallen. Schon ein bisschen geschnitten, eben Highlights. Und das fand da ein separates Video und den Link ist an der Beschreibung beziehungsweise so Regen von Machkea vielleicht. Das hi. Das du. Nee, das du. Was? Oder hi. Wird das zu viel Abend Okay. Naja, dann so mal Schmerzimol für das schalten und Info. Da so ein Stern, Cedric, merci, dass du den Sascha so würdig versagt hast. Ja, ich komme noch eins darum, ich schleiche mich immer an das Video ran. Voilà. Und ja, schreibst ruhig auch Kommentare, wie das insgesamt gefallen hat, ob Sachen besser machen und so weiter. Schreibst spannend alles voll. Und, wir können auch diskutieren, so da ist bei der persönliche Lieblingslieder, das ist ja, also Flaps, das interessiert. Wenn er das macht, ich gucke noch, ich höre immer am Moment Radio ARA 105,3, 105,203,4 wow habe ich auch eben eine Radiosendung immer am Mond wo ich eben über Videospieler schwatzen und du bringst schon natürlich auch Videospielmusik Tisch wann der Lied tut war gerne im Radio wollt hören dann macht es Wolf an Comments drin ich gucke mal der an ich werde dann noch probieren zu spielen nicht warten nur schon kommen noch bei der Release-Kalender aber schaut nicht direkt aus von denen für gucken mehr nach können etwas Kleines bis dann ciao. Hallo und herzlich willkommen bei Infight von präpariert. Okay. Nummer 10 Nee. Ich kann das. Was das schon gleich. Loser. Es ist ja Gott sei Dank ist nichts Mount. Ciao.